Hey Joli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann! Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, habt ihr eingestaltet. Ja, zu einer weiteren Episode, die zweite in diesem Jahr. Jawohl. Und mit einem Gast, der zum dritten Mal Gast sein darf. Sag's nicht, ja. Absolut, aber auf den können wir, glaube ich, später noch sprechen. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst einmal in die erste Rubrik. Rückblick und Ausblick. Yes! Und es hat das Mal sehr viele spannende Reaktionen gegeben. Ja. Unterschiedliche Reaktionen. Ja, mega. Ja, wie wollen wir anfangen, Oli? Ja, komm, wir fangen doch mit der Umfrage, die wir gemacht haben. Also. Zuerst an. Ja, das ist eine gute Idee. Der angenehme Teil. Ja, genau. Perfekt. Ja, wir haben ja eine Umfrage gemacht, ob wir irgendwie so einen, wie sagen wir dem, Charity-Artikel, das tönt so mega öd, ob wir einen Artikel sollen machen, irgendetwas, wo ihr auch sagt, hey, mal, hure geil, wo wir etwas zu der Umwelt können machen und den Gewinn würden wir dann spenden. Genau. So. Richtig. Und ihr habt etwas von uns. Hey, genau, ihr habt etwas von uns, wo euch an uns erinnert, so dass ihr natürlich immer schön den Podcast hört. Und genau, danke vielmals übrigens für alle die da mitgemacht haben. Ja. Es sind recht viele Sachen gekommen. Voll. Willst du mal ein paar spannende Sachen schon sagen? Also man muss da an dieser Stelle sagen, wir haben uns noch nicht oder wir haben noch nicht darüber geredet. Ja, genau. Was also es dann gibt, jetzt, wir lesen einfach mal vor, was sie so geschrieben haben. Ja, also ich habe nur 3. Ja, kann auch mehr. Okay, gut. Hey, als erstes war ein Scale in Diskussion. Nein, 4 habe ich. Jemand hat heute noch etwas geschrieben. Oh, da habe ich nicht mitbekommen. Mal, du hast eine geantwortet. Egal. Aha. Ein Scale ist zur Diskussion gestanden, so ein Fischverrückt-Scale. Finde ich natürlich ganz eine coole Idee. Finde ich auch mega cool. Und ich glaube auch Scale machbar. Ja, absolut. Scale kann man auch immer brauchen. Dort sind auch wenige Stücke machbar. Das ist überhaupt kein Problem. Ist schon mal ein Favorit bei mir, muss ich sagen. Wirklich? Ja, aber Okay. ich kann auch... Eben, wir müssen es mal noch Easy. diskutieren. Ja. Das müssen wir ja nicht gerade jetzt im Podcast machen. Aber ich finde es cool. Dann haben wir, klar, Fun Fact, wer schon länger unseren Podcast hört, einen Seitenschneider. Genau. Hey, das habe ich von wirklich eine geile Idee gefunden. Weißt du, wie viele Leute haben keinen Seitenschneider dabei? Die auf dem Boot vielleicht eher, aber die vom Ufer. Ich glaube, die meisten haben dort einfach nur eine Zange dabei, wo sie den Widerhaken abdrücken und that's it. Vielleicht noch ein Hakenlösen brauchen. Aber ich glaube, einen Seitenschneider haben, glaube ich, die wenigsten dabei im Fall. Ja, das sicher. Ich würde sagen, wir diskutieren... Ja, wir lesen es einfach mal vor, weil- genau. Machen wir weiter. Und das dritte wäre ein Buff. Für all die nicht wissen, was ein Buff ist, das ist so ein... Ein Schlauchschal. Ja, genau. So ein Face Shield heisst es auch noch vielfach. Finde ich auch noch eine ganz coole Idee. Ich glaube, Buff ist sogar die Marke. Ja, das ist möglich, das stimmt. Finde ich vor allem im Winter ganz eine coole Idee. Je nach Dicke könnte es vielleicht auch im Sommer sein, so zum UV-Schutz nutzen am Nacken. Ist mir vielleicht auch noch ganz cool. Auch das finde ich. Und je nachdem, wenn wir am Oli sein Gesicht wieder drauf drücken, bei dem Teil, der am Nacken ist, dann wäre wieder das geile Das wäre aber auch lustig. Ja, aber ich glaube, unser Gast sagt dann nachher noch etwas dazu. Ja, dann haben wir... Das wären die Sachen, die so reingekommen sind. Die vierte muss ich noch geschwind sagen. Das habe ich eine ganz coole Idee gefunden. Moment, die haben wir noch nicht aufgenommen in unser Repertoire da, weil die ist relativ spontan gekommen. Und zwar als Nachhaltigkeitsprojekt, finde ich auch noch cool, wäre es so ein Monomaster. Der Monomaster ist eigentlich ein Tool, um die Schnur, ja, ich meine, jeder Fischer hat irgendwie, wenn er einen Knopf macht, hat er Führung, Schnur, Abschnitt oder tut vielleicht sogar die Schnur wechseln. Und dann muss er die Schnur irgendwo hin tun oder reißt ab, bringt dann der Köder gleich nicht, dann muss er die Schnur irgendwo versorgen. Und so einen Schnurfresser, eigentlich, finde ich noch ein cooles Gadget, weil dann würden eventuell auch weniger Schnur rumliegen. Voll. Die man zumindest erreicht oder am Ufer antrifft. Die im Wasser, ja ich glaube, jeder hat schon mal den Köder Köder auch etwas abgerissen für im den Wasser. Robin oder Captain Greenfin. Absolut. Aber es sind keine Köder. Aber absolut. Nein, finde ich noch eine coole Idee, das wäre noch der 4. Punkt, genau. Yes, dann haben wir noch wegen Spenden, haben die einen noch geschrieben. Genau. Dort hat jemand geschrieben, ich weiss jetzt den Namen nicht mehr, tut mir leid, ich habe es nicht aufgeschrieben. Spenden sollte man an Robert Mark Lehmann, er ist so Meeresbiologe, ich weiss nicht, ob ihr ihn Hey, ich habe ihn nicht gekannt. nicht kennt. Aber dort sehe ich es ein bisschen heikel, weil er hat mit Yoshi und Maxi recht Diskussionen gehabt wegen Catch and Release. Ja. Ich glaube, wenn wir als Community aus der Fischerszene dort etwas spenden,
Hey, ich glaube, beißt sich ein bisschen. Ja, ich glaube, mit seiner Haltung. Ein Nachhaltigkeitsprojekt finde ich super. Auch Forschung ist natürlich ganz cool, aber ich glaube, dort geht es... Also ich würde den Fokus eher dort ansetzen, um wieder die Fischarten zurückzubringen. Also, Ja, voll. aber das ist dann der nächste Schritt. Ich würde sagen, zuerst geht es jetzt mal darum, eben, sind wir überhaupt dabei und ja, was hätten wir für Ideen? Es ist ja auch nicht etwas, was gerade heute und morgen gemacht wird. Ja, das muss auch gesagt sein. Also, wir haben in die Episode noch etwas anschreiben. Ja, wir haben da Zeit, genau. Dann habe ich mich einfach nochmal bedanken. Ich komme ganz viele Nachrichten, also sicher pro Podcast 2, 3 Nachrichten über, wie cool der Podcast wieder war. Wenn sie ihn gerade gehört haben, das finde ich mega cool, dass sie das machen. Machen das weiterhin. Zwei kleine kritische Feedbacks haben wir doch gehabt. Ja. Das eine überlasse ich dir, das andere tue ich schnell sagen. Also ich sage das von... Nein, ist gut. Ja, das Feedback, glaube ich, der letzten Episode war so ein bisschen, es war zu viel Blabla gewesen, das haben wir selber gewusst. Die Leute haben gerne Fakten und Themen oder Gäste. Das wissen wir, ist uns bewusst und es werden andere Episoden kommen. Ja, genau. Nichtsdestotrotz finde ich, da ist gleich noch wichtig an der Stelle zu erwähnen, es ist ja ein Oli Nico Podcast, beziehungsweise eine Oli Nico Episode gewesen. Wird es sicher auch wieder geben. Und wir sind einfach zwei Schnurris. Vielleicht ein bisschen besser vorbereitet. Genau. Hey, und das andere, ja, das überlässt Oli mir, danke vielmals, ist mit Jäger. Ich habe doch ein paar Rückmeldungen bekommen, privat, wo die Leute gekommen sind und gesagt haben, hey, hast du irgendwelche Probleme mit Jäger oder so? Nein, haben wir nicht. Das mit dem Aufkaufen und Konkurs gehen lassen, das war einfach ein blöder Witz gewesen. Es hätte genauso gut einen anderen können treffen. Gut, aber das Gleiche hast du auch über Toppis gesagt. Ja, richtig. Aber vielleicht, ich habe den Podcast auch noch gehört, es tönt bei Jägern ein bisschen böser. Das habe ich überhaupt nicht wollen. Wir haben genug Hate bei uns gehabt, im letzten Jahr. Mit dem habe ich abgeschlossen, der Oli sicher auch. Der Oli hat gar nicht wirklich angefangen mit dem, von dem her muss er auch nicht abschliessen. Nein, es soll ja nicht so überkommen, das wollen wir nicht. Wir wollen da niemanden haten. Wenn wir jemanden haten, ist das erstens unsere eigene Meinung und vor allem, ja, wir probieren es auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Also wenn es passiert, ist sicher keine Absicht und das mit Jäger ist sicher keine Absicht gewesen. Also ich kenne Jäger nicht wirklich, ausser so irgendwie mal von der Messe her gesehen oder mal irgendeine Werbung gesehen, aber mehr nicht. Darum, ja, easy. Hey, an dieser Stelle, wenn es so überkommen ist, sorry, habe ich nicht wollen, hat der Oli auch nicht wollen und ja, hoffe, es geht gleich weiter wie bis anhin. Ja, ich will noch mal schnell anfügen, eben, wir wollen ein neutraler Podcast sein, wir wollen da berichten aus der Fischenszene. Vergessen aber nicht, wir zwei haben auch eine Meinung und es soll auch Platz haben, dass wir unsere Meinung da zu gewissen Sachen gleich sagen. Ich finde, genau. Das soll der Podcast schon offen lassen. Hey, gut gesagt, Oli, absolut. Gut. Hey, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der spannenden Rubrik. Und zwar... Vorstellung von unserem Podcast. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir da beim Vorstellen von unserem Podcast auch eine eigene Rubrik gemacht haben. Ich habe gemeint, das gehört in den Ausblick und so. Aber macht nichts. Ja, jetzt haben wir es. Ja, so. Ich finde es okay. Jetzt ist es mein Part. Hey, ja, an dieser Stelle, bevor wir starten, ich glaube, es wissen schon alle, wer da hockt. Aber ich würde sagen, Intro ab. Heute haben wir wieder zwei ganz spezielle Gäste für euch. Und zwar sind sie Wiederholungstäter bei uns hier im Podcast. Ja, nochmal vielen Dank, dass wir da sind. Ja. Der Ralf und der Gesi. Die zwei sind Masterminds hinter der Schweizer Sportfischermesse, die schon seit Jahren Fischereifans in der Schweiz begeistert. Einfach nur Weltklasse. Der Gesi und der Ralf sind auch der Schnellzug hinter der Messe. Sie sind ein bisschen auch wie ein altes Ehepaar. Ralf, da musst du beantworten. Aber sie ergänzen sich einfach perfekt, wenn es ums Organisieren geht. Absolut, aber einfach ein bisschen besser oder einiges besser. Also. Wir sind mega gespannt, was die zwei für die Messe im 2025 alles im Petto haben. Der Ralf und ich haben einmal Ideen, dann ist entweder cool oder nicht cool. Willst du mehr wissen? Du Riesenfuchs. Was es Neues gibt und wie die grösste Fischermesse in der Schweiz sie noch viel besser gemacht haben? Überzogen, dass das ein Knaller wird. Ja. Dann nehmt eure Patagonia Rascheljacke für und macht richtig Lärm für den Ralf und den Gesi. Yay, geil! Damit herzlich willkommen, Gesi, bei uns im Podcast zum 3. Mal. Herzlichen Dank, fühle mich sehr wohl und nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir da sind und unsere Messe präsentieren. Du redest von ihr? Ja. Ja, der Ralf ist ein bisschen bei uns. Der Ralf ist immer im Herzen dabei. Absolut. Aber gibt es einen Grund, warum er nicht da ist? Ja, der Ralf hat das Wochenende noch seine Terra Expo, die auch in der Umweltarena wird stattfinden.
Also er ist arg mit Arbeit belastet und ja, da hat er jetzt Prioritäten setzen, aber er lässt alle ganz herzlich grüßen und ja, er wäre auch gerne da gewesen, wenn es sich einrichten lassen hätte. Hey, sehr gut. Hey, Oli, kannst du das Bier mit etwas anderem als mit einem Flaschenöffner aufnehmen? Nein. Okay. Aber man muss sagen, du bist ein lieb gesehener Gast, weil du hast Bier mitgebracht. Ich wollte jetzt gerade sagen, er ist super gut abgelenkt. Aber ja, absolut. Ja, ich hoffe, es schmeckt euch. Und zwar Rothaus Tannenzäpfle. Ist das, was ist das für ein Bier? Ja, also das ist ein Bier aus Deutschland, Schande über mein Haupt, aber es ist wirklich gut und auch ich als Nicht-Bier-Fan habe einen im Sommer einmal noch gern. Ich hoffe, es schmeckt euch. Hey, danke vielmals. Bist du kein Biertrinker? Ehrlich gesagt trinke ich sehr selten Alkohol. Gut, das musst du ja jetzt sagen, oder? Nein, ist kein Witz. Also. Okay. Also Nico, sehr Hey Oli, gerne. cheers. Zum Wohl, Jungs. Gesi, danke vielmals. Auf Von dich. Herzen Und gern. auf dich, Ralf. Ja, ich trinke wieder Alkohol, für die es gemerkt Ah ja, haben. stimmt. Der Oli trinkt wieder. Es ist immer noch Januar. Der Oli trinkt wieder Bier. Ja, ich habe gemerkt, dass das mit dem ganz Durchziehen nicht so geht. Es gibt gute Runden wie die und da muss man ein Bier trinken. Sehr gut. Stark. Weil vor 2 Wochen hat es noch komplett anders gestimmt. Und da habe ich auch noch gesagt, die kein Bier trinken, die sollte man nicht dazu überreden. Der Gesi hat nicht probiert zu überreden, aber ja. Was ihr jetzt nicht wisst, der Nico hat mich zugespammt die ganzen 2 Wochen. Ja, ich habe gesagt, endlich Bier. Jede Nachricht, die Oli eine Frage gestellt hat, habe ich mit Bier beantwortet. Spass beiseite. Jo, hey, Ja. dann würde ich sagen, dann fangen wir mit der ersten richtigen Rubrik an. Meine Woche, deine Woche. Probieren wir es kurz zu halten, weil Genau. ich Ja. habe eine Tonne Fragen nachher. Hey, ich habe es gedacht, ich bin Gott froh, hast du das ausgefüllt, Oli. Gerne. Ich bin wieder super gut vorbereitet gewesen. Ja. Dann fang doch du an, du Soll hast ich ja, glaube anfangen? mega gute Wochen. Ja, absolut. Hey, ich bin einmal am Wasser gewesen, habe ich mal eingetragen. Aber fangen wir mit dem Unangenehmen an, die ganzen Messevorbereitungen. Ich bin immer, der Gesi weiss es, ich bin immer nervös an der Messe. Und dann fragt er mich am Samstag, und wie ist gelaufen? Dann sage ich, ja, irgendwie so. Und dann kommt der Gesi, ja, gerade ein schlechtes Bauchgefühl über. Das stimmt. Ich weiss noch, wie wir das letzte Jahr im Rest oben haben wir uns getroffen, irgendwie um die 2 Uhr. Und er hat gesagt, und wie ist gelaufen? Ich sage, ja, irgendwie so. Ja, ich weiss irgendwie auch nicht so recht. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal sei besser gewesen. Nein, komm, erzähl nicht so etwas. Aber es ist bombastisch gelaufen. Ich nehme an, es wird das Jahr wieder bombastisch laufen, aber vor der Messe bin ich einfach immer so nervös. Das ist ein gutes Zeichen. Hey, Soll auch so sein? ja, ich bin nicht gerne nervös. Ich kann's nicht, also nervös, ja, es ist so ein bisschen, ja, es kommt gut, es muss gut Aber weißt du, kommen. wer ist nervöser wie du? Noch nicht, ich habe ihn schon gefragt. Aber es kommt. Ja, An dem Tag musst Ja. du nicht mit ihm reden. nein. Nur schon am Freitag wahrscheinlich nicht beim Aufstellen. Ja. Alles Ganz gut, brav. Jungs. Ich habe es mittlerweile im Griff. Gut, sehr gut. Jeder hat seine Sorgen, gell, Gesi? Das ist so. Hey, ja, und dann habe ich noch, ich wollte eigentlich nicht mehr verbinden zum Felcheln. Cool. Bin in HRH, ja, ich als Felchentyp, oder natürlich völlig, oder, klar. Bin in HRH auf Wetzikon und ich dachte, hey, wieso bin ich kein Streamer? Hey, Fische sagen ja viel mehr als Felchenfischen. Jetzt ist schon Zeit. Und was habe ich gemacht? Streamermaterial gekauft. Hey, ich habe so geile Streamer gebunden. Ich bin mega von mir selber überzogen, sorry. Aber ich finde es mega geil. Und dann habe ich gefunden, hey, weißt du was? Ich muss die geschwind ausprobieren. Ich bin an den Tümpel gegangen, 30 Minuten. Ich habe einen Hecht gefangen. Petri. Auf meinen eigenen Streamer, Mann. Stark. Hey, ich hätte es nicht gedacht. Obwohl es geil ausgesehen, aber es ist auf jeden Fall so, das Auge vom Fischer gekauft und nicht der Fisch selber. Ja, und jetzt habe ich mit dem Ganzen ein bisschen mehr gewidmet. Habe dann mal noch mit dem Robin ein bisschen telefoniert, habe da noch ein paar Inputs probiert zu geben, Robin an dieser Stelle. Also Robin von den Toppis, meinst du? Ja, Robin von der Toppis, sorry, genau. Und habe dann einen Streamer noch auf den Dart-Chick gebunden. Ja, sicher Kann- geil. Ich konnte ihn leider noch nicht ausprobieren, weil es jetzt die längste Zeit immer geregnet hat. Und ja, wir sagen, ja, ich bin Schönwetterfischer. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er sicher auch ganz geil ausbricht. Also, ich habe das Foto im Robin geschickt. Er hat gesagt, oh, geil, ey. Ja. Also wirklich, ja, das war so ein bisschen meine Woche gewesen. Ja, genau. Ja, von dem her, mehr ist nicht gelaufen. Kesi, von dir weiss ich, du hast auch ganz kurze Tage. Im Moment ist es so, ja. Erzähl Willst von du mehr deiner wissen? Woche. Ja, also meine Woche ist geprägt von langen Arbeitstagen und wir haben privat noch etwas, was mich arg beschäftigt, aber mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geleitet und ja, natürlich ist unser Alltag noch geprägt von der Messe, es kommen ganz viele Telefone,
Es kommen ganz viele Fragen. Aber so muss das sein. Und ja, ich glaube, wir sind auf Kurs. Also glaubst du es oder weißt du es? Nein, wir sind auf Kurs. Gut, das klingt vertrauenswürdiger. Da kommen wir nachher noch dazu. Es gibt ein paar Punkte, wo unklar sind, aber das ist einfach, weil jetzt irgendwie ganz viele Wechsel irgendwie anstehen oder schon vollzogen sind von Teamfischer oder so Markenbotschafter, und das macht uns jetzt auch ein bisschen zu schaffen. Gut, gell, dass der Aschi halt bei Neis ist. Ist schon schwierig, ja. Aber Gesi, mit so Aussagen machst du einfach touch nervös, gell, das weißt du. Nein, du kannst ruhig bleiben. Also wir haben viele namhafte Leute vor Ort, es ist viel Qualität vor Ort, und ich glaube, das Star-Aufkommen ist noch nie so groß wie bei dieser Messe. Ja, also, was kann ich zu meiner Woche sonst noch sagen, Jungs? Ich bin nie ans Wasser gekommen, ich habe nicht das Fischen gedacht, obwohl ich Fischmesse. Du bist nie ans Wasser gekommen, was lügst jetzt du da? Wenn bin ich am Wasser die Woche? Wer hat noch meinen Kast gefangen? Hör zu, jetzt geht's los. Ja, Moment, das ist aber schon länger her. Das zählt. Ja, also gut, nein, das war ein richtig cooles Erlebnis gewesen. Und zwar haben wir dürfen auf den Tannensee Eisfischen. Grossartig vom Gusti, dass er uns guidet hat. Organisiert hat es den Nils von Petri Heil. Und ja, das war ein Erlebnis gewesen, Wahnsinn. Am Morgen haben sie mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich fange heute meinen ersten Namaikusch. Ja, und dann hat es gerade doppelt geklappt, und den Regenbügel hat es auch noch gegeben. Also es war ein Petri, Dank, ganz cooles Erlebnis gewesen. Ich muss sagen, Schneeschuhlaufen ist jetzt nicht gerade mein Hobby, mache ich jetzt glaube auch nicht gern, aber der Rest war wirklich bombastisch gewesen. Gut, die dich kennen, du bist ja eine riesen Sportskanone, oder? Absolut. Du bist immer die Vorderste bei den Polizisten. Kommt auf einmal wieder eine Disziplin. Ja, Bier trinken kann es auch nicht sein. Nein, aber essen ja. Er ist wenigstens ehrlich. Ja, spannende Woche. Ist doch etwas. Ja, das ist also wirklich, jeder, der Eisfischen soll es machen. Die Kulisse, das Feeling auf dem Eis, ja, ist wirklich grandios. Ja, dann sehen wir dich gleich in Petri Heil. Nein, ich glaube nicht, dass es dort einen Bericht wird geben. Meinst du nicht? Ich glaube, er ist auf der Titelseite mit seinem Namen Kast. Ja, es ist ein mega schöner Fisch, und muss ich den sagen. Teller nebenzu. Haben wir auch ein Fondue essen dürfen? Nein, ich habe das Gotti mitgenommen und es hat ein paar Würste gegeben. Selber gemacht? Die Würste habe ich gekauft, aber selber grilliert, ja. Das kann er, das muss ich sagen. Also würdest du selber machen? Und Burger machen. Oh. Ja, Jetzt wird es wieder Zeit. Ja, Gesi, musst du mich mal einladen. Du musst auch mal kommen. Ja. Ihr wollt halt dann selber aus, mache ich nur eine Gästekarte, aber wir können ja abwechselnd fischen. Ja. Ja, der Nico geht einfach baden, weil er zum PB fängt. Kommst du keine Tageskarten über? Nein, bei uns am Untersee gibt es keine Tageskarte, das ist ein bisschen aufwendig. Du musst die kantonale Fischerkarte haben und dann musst du eine Monatskarte lösen. Also die kantonale Wittau für den Dings brauchst du für den, wie heisst der Zuchtteich? Die Kundelfingerhof. Ja, genau. Genau. Ah, okay. Ja gut, die kostet ja nicht alle Welt, oder? Nein, ist einfach ein bisschen das Administrative, wo ein bisschen umständlich ist. Easy, Oli macht das gern. Gut. ich kann die Karte. Ah, wirklich? Ja, Weltklasse. Gell? Heisst das, ich darf legal fischen? Ja, du musst einfach Monatskarte das Monatspatent musst haben. Ja, easy. Aber das machen wir. Wir reden mal noch darüber, easy. Abgemacht. Machen wir im Sommer mal einen chilligen... Du, wir haben das dort, gell? Bootputzen steht da. Stimmt. Oh, ja, genau, das hast du gross erzählt. Auffordern, zum anderen helfen. Ja, aber warte, bevor du das machst, Sidi, ich weiss, du hörst den Podcast auch, du hast auch gesagt, du kommst. Ja, das stimmt, das war ein Jubiläum gewesen, genau. Ja, das stimmt. Er hat mir im Fall noch, ich muss sagen, Hut ab, er hat sich noch bei mir gemeldet und gesagt, er stellt sich zur Verfügung, ein Ehrenmann. Danke 1000, Sidi. Top. Das machen wir. Du musst einfach eine Gruppe machen, eine WhatsApp-Gruppe. Ja, gemacht. Hey Sidi, für dich gibt es noch einen Applaus. Ja, und wieso gibt es für mich keinen? Weil du hast dich nicht bei einem schriftlich per WhatsApp nach dem Jubiläum gemeldet. Das stimmt. Ich habe es mündlich gemacht diese Woche. Das ist viel persönlicher. Nein, können teilen. Gell, Der Sidi ist da danke. sehr. Hey, ich mache meine Woche kurz und knapp. 2-mal am Wasser gewesen, 2-mal abgeschneidert. Nein! Ich habe meinen 80er Zander verloren. Ja, der wird einen Meter haben. Nein, nein, hast du wirklich geschneidert? Ja, 2-mal. Kommt noch das Video raus? Nein. Mit wem bist du? Mit dem Johannes Gasser? Hat er gefangen? Nein. Auch nicht? Er war so gleich gut wie ich gewesen. Er hat so gesagt, ja, es liegt an dir. Ich habe gesagt, ja, genau. Nein, es war ein mega cooler Tag mit dem Johannes, super Typ. Hat mega Spass gemacht, aber wir müssen es wiederholen, Johannes. Schade. Ja, dann sind wir Eisfischen mit dem Siro. Haben wir auch nicht gehabt, leider. Wo sind die hin? Stockhorn. Kanton Bern. Okay. Ja, es ist noch geil, finde ich, so Lochbohren, herhocken,
warten. Ich habe von einem gehört, also ich kenne einen, dort wo ich das Boot habe, der ist auch Eisfischen und die sind in die Melchsee, also in die Frut rauf. Noch vor der Eröffnung haben die können gehen. Oh, das ist geil. Ja, und der hat dann auch gesagt, ja, Loch bohren, und da hat er 2 Routen mitgenommen. Eine hat er passiv gehabt und die andere aktiv. Und die passive mit Mädli dran, ich glaube, es war ein Mädli, hat er runtergelassen und dann hat er das andere Loch bohren und dann ist die Route schon rund gewesen. Und dann hat er dort, ich glaube, 4 Forellen darfst du mitnehmen dort oben und er hat irgendwie schnell 2 gehabt dort. Und dann hat er die Aktivroute genommen, ist in einen runtergelassen, kaum ist durch gewesen, schon wieder ein bisschen. Ich glaube, im Eisfischen ist es auch so, wenn du am richtigen Spot herstehst und runterlässt und sie hocken dort, dann fangst du eine. Du musst einfach den richtigen Spot Ja, finden, wie im Winter cruisen sie ja nicht rum. Also ich glaube, gerade am Anfang von der Saison ist es noch einfacher Ja, als dann später. Und ich muss da jetzt nochmal ein bisschen Schweizer Werbung machen. Der Vertical Bouncer von Stucki Fishing, ein Killer. Schon? Geile Bait, Ja, wunderbar. Okay. Ja. Und dann habe ich noch dürfen da die Sonderfarbe fischen vom Gusti, von der Melchsee Frut. Ganz cool gewesen, ja. Viel Vertrauen in den Köder. Oli habe ich ihn übrigens auch empfohlen, aber Er hat nichts genutzt. ja, so wie es aussieht. Tja, liegt halt vielleicht doch nicht nur am Köder, gell? Gell? Ja, die anderen 2 haben auch nichts gefangen, also von dem her alles easy. Ja gut, das musst du jetzt sagen. Wenn der Nein. Johannes auch nichts fängt, wo eigentlich sonst der Brain Eigentlich schon, ja. auf alles Ja. ist, dann Das liegt es ist nicht nur an mir. Oh, ich bin noch ein Greifi pelagen. Ich habe ja das Boot eingelassen, Ja, stimmt. siehst du, Bin ich auch noch gewesen. Du musst deine Notizen besser machen. Hey, ich bin so unvorbereitet. Ja. Dann mache ich noch schnell Werbung in eigener Sache. Alle YouTube-Videos, außer das mit dem Gesi, sind ready, sind aufgeladen, werden. Holland kommt der Donnerstag. Also wenn ihr Habe ich hört, gesehen. Genau, hast ja ein Dings, einen Post gemacht. Ja, genau. Jetzt kommt jetzt auch noch ein Teaser raus, morgen dann. Und Donnerstag kommt das Video. Also wenn ihr den Podcast hört, ist das Video bereits online. Schaut das, ich bin auch drauf. Jawohl, das stimmt natürlich. Er sagt lustige Sachen. Ja. Er ist mega motiviert, um der Kamerafrau Sachen zu erklären. Also ich habe nur den Teaser gesehen. Ah, Das Video habe ich ja, auch noch nicht logisch, gesehen, es ist ja ja, noch nicht aus. Und dann kommen noch 2 Schweden-Videos. Die sind auch sehr geil. Die werden dann Mitte Februar kommen. Die sind, glaube ich, recht fischreich, gell? Die sind sehr fischreich. Ja, Da geil. wird es abgehen. Ja. Sehr schön. Also wenn ihr die nicht gesehen habt, dann habt ihr etwas verpasst. Geil. So, Freu ich mich. habe fertig. Perfekt, dann würde ich doch sagen, gehen wir in die nächste Kategorie. Infos aus der Szene. Du brauchst wirklich einen Tablet-Halter. Ja, musst nicht immer alles ansagen. Ich habe es heute gedacht, als ich gemerkt habe, Scheiße, heute haben wir einen Podcast, habe ich eigentlich schon schauen, aber es ist dann nicht gegangen, es ist dann etwas dazwischen gekommen. Ja, es ist momentan ein bisschen eine hektische Zeit. Es ist eine hektische... Ja. Darum hast du auch nur eine Info aus der Szene. Ja, Mann. Soll ich anfangen? Hey, Swipesy Boat Line-Up ist draussen. Also komm, hau mal die Schweizer raus. Jetzt muss er nämlich gar nicht zoomen. Ja, aber siehst du einen? Nein. Ich auch nicht. Drum. Ja, was ist passiert von Gell? Hey, letztes Mal haben wir doch 2 Schweizer dabei gehabt, oder? Fish Explorer und der Däub. der Fonso, oder? Ja. Also ja, Fish Explorer war Misch, aber... Ja, stimmt. Was haben wir noch gehabt? Und noch ein Bootshändler, oder? Wer? Ist da nicht nur einer gewesen? Ist der nicht mit Fish Explorer? Ah doch, der mit dem Lukas Ripplinger gefischt Ja, hat. genau, Das war kein genau. Schweizer, gewesen, der Basler. Stimmt, Hat er gut gefangen, glaub stimmt, ich, stimmt, Ja. stimmt. Wie hat das Boot geheißen? Ist egal. Wow, weiss ich auch nicht mehr. Hey, aber es sind wieder namhafte Gruppen dabei. Neu ist, glaube ich, Mercury und BIM, also BIM. Sagt mir gar nicht BIM. BIM. Ja, das ist auch die Marke, die der Fischer da von dem Boot da angehört hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay, hey, das sagt mir im Fall gar nicht. SH Lithium ist dabei. Bite of Bleak, sind die schon mal dabei gewesen? Ich glaube nicht, gell? Die sind nur im Sander Pro ja. sind die dabei gewesen. Und Perch Pro. Und Perch Pro, genau. Adventure and Fish ist letztes Mal dabei gewesen. Swarzonker ist dabei. Die sind letztes Mal, glaube ich, auch nicht dabei gewesen. Nein, ich weiß das auch nicht. Was ist noch gewesen? Laurent Tailwalk. Mal Tailwalk ist dabei gewesen, letztes Mal schon. Genau. Sunline. Und SH Lithium. Hey, kenne ich auch nicht. Kenn ich auch Aber die nicht. sind auch zum Die ersten sind Mal. auch das erste Mal dabei, meines Wissens, ja. Genau. Sind wir gespannt, wann startet es, Nico? Das habe ich eigentlich auch aufgeschrieben, meinte ich. Am 2. Februar, 7. Februar. So umeinander. Anfangs Februar geht es los. Okay, dann sind Ja. wir gespannt. Ja. Hecht und Barsch hat einen Post gemacht, also für alle die es nachschauen wollen. Es ist, glaube ich, gestern oder vorgestern gepostet worden. Und dann im Profil, im Insta-Profil könnt ihr auch nachschauen, wann es startet, damit ihr auch à jour sind. Hey, da du ja keine News mehr hast, mache ich gerade Überleitung mit LMAB. Die machen
morgen Mittwoch für euch, Mittwoch in der Vergangenheit, macht ihr so ein Live-Shopping Mit dem Schöne. Schöne. Genau. Was haltet ihr davon, Jungs, habe ich euch fragen? Hey, ich kann mir noch nichts gross darunter vorstellen. Also da ist, glaube ich, ein riesen Hype im Deutschen. Viele tun das schon über TikTok machen und sind da wirklich recht erfolgreich. Und wenn natürlich so eine Hausnummer wie der Dustin dorthin steht, dann wird das sicher... Also verticken die jetzt einfach Sachen aus dem Shop? Dann kostet ein Wobbler vielleicht noch anstatt 14 Franken 10 Franken? Nein, es ist keine Auktion, es ist Live-Shopping. Es ist einfach... Die kommentieren jetzt, jetzt hat einer gekauft, oder was? Ja, ich könnte mir eben schon vorstellen, dass sie dann mit der Kamera durch den Shop durchgehen und nachher... Also es gibt sicher einen Erfolg, da bin ich überzeugt. Die haben so eine grosse Community. Ich glaube auch. Ja, Übrigens, ich kann mir auch nicht darunter vorstellen. übrigens, ich hätte nicht mal schauen, es ist auch auf dem Foto, das ich in meinen Notizen habe, am 2. Februar startet er mit der ersten Gruppe. Einfach so, by the way. Genau. Dann habe ich noch wichtige Info für alle, die das App Fischer haben. Man kann jetzt den digitalen Sahneausweis dort hinterlegen. Geil, Siro. Machen das unbedingt, ich habe es schon gemacht. Es wird dann am Post kommen vom Siro. Top. Ganz geil. Siro, aber mach's. Sehr geil. Ja, mega geil. Finde ich, ist Zeit geworden. Ja, wir müssen Richtung Digitalisierung gehen. Es geht nicht anders. Und ich glaube, das ist der erste richtige Schritt in die Richtung. Und ja, mit den Apps, die es schon gibt, zum Patentlösen, browserbasiert, kann man halten davon, was man will. Denke, mit dem Fischer-App haben wir da sicher auch eine solide Grundlage. Ja, also, wenn ich vorher schon mal ein bisschen angetönt habe, wir haben ein bisschen Probleme gehabt, oder es hat uns ein bisschen das Leben schwer gemacht, die Wechsel von Christoph Barra von Abu zu der Marke Neis. Er hatte bei uns einen Vortrag gehabt über das Zanderfischen. Der fällt jetzt weg, weil er halt eben jetzt für Neis fischt und ja, dann... Gut, dann kann er über das pelagische Fischen einen Vortrag halten. Ja, also wir haben ja da die Philosophie, dass eigentlich die Marken, die an der Messe vertreten sind, die bekannten Gesichter mobilisieren, die dann bei uns an der Messe einen Vortrag halten. Und dann auch mit der Idee, dass sie wirklich über aktuelle Themen einen Vortrag halten, wo dann in den Verkaufshallen auch irgendwie vertreten ist und ausgestellt ist. Oder? Dass der Kunde, der Messebesucher von uns, eigentlich den Mehrwert gerade mitnehmen kann. Also da, was er gehört, dass er das auch dann könnte umsetzen. Das ist so unser Konzept, wo wir haben. Und da führen wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal so durch. Es ist vielleicht gerade ein schwieriges Jahr, weil wohl bei ganz vielen die Verträge auslaufen und da gibt es wirklich Wechsel. Vermutlich gibt es nochmal so einen Wechsel, aber ich darf noch nicht so darüber erzählen, da müssen wir noch ein paar Tage warten. Ich darf noch nicht darüber erzählen. Also weg von einer Marke zu der anderen. Von der einen Marke zu der anderen. Von welcher? Da müssen wir jetzt noch eine Woche Geduld haben. Ich habe versprochen, dass ich nichts sagen darf. Es tut mir leid. Aber hast du versprochen, dass du im Podcast nichts sagen darfst? Ja, heute Abend habe ich mich extra erkundigt bei dieser Marke, ob ich darf. Wirklich? Ich sage ja, natürlich, ich komme da vorbereitet. Ist es ein Schweizer Marke? Nein, natürlich nicht. Nein, ist kein Schweizer Marke. Er wird nichts sagen, Nikos. Willst du ja, rausbringen? Nein. Von welchem Land? Kannst du auch nicht sagen. Die Marke, von welchem Land das ist? Ja. Eins von den Nachbarländern, das kann man schon eins sagen. von den Nachbarländern, das ist gut. Welches? Ja. Lassen wir es mal so stehen. Ach, ja, Item, also auf jeden Fall, es ist ein bisschen aufwendig, aber wir können eins versprechen, wir werden ein Staraufkommen an dieser Messe haben, wo wir noch nie hatten. Wenn ich daran denke, Toni Weise kommt, dann der Dietmar Isaias kommt, dann haben wir der Roni Gamenisch als Lokalmatador, der an der Messe ist, eben der Fonso, der sehr bekannt ist an der Messe, dann der Basti Bischof von Neis kommt ganz sicher, ja, und ein Haufen andere. Also es hat sogar der Ewart hat sich sogar bei mir gemeldet von der Predator Tour, dass ich ihm so Tickets an die Tageskasse hinterlegen soll. Er will sich das mal anschauen. Also wir können uns da überhaupt nicht beklagen. Wir werden mittlerweile auch in Europa wahrgenommen. Geil, voll geil. Ja, mag ich euch mega gönnen. Danke, ist lieb. Wirklich geil. Warum das so ist, gehen wir nachher im Thema noch drauf ein. Ja. Und es hat doch ein paar Jahre gebraucht. Ja, also eigentlich ist es erstaunlich schnell gegangen, wenn ich daran denke, dass wir im 17. die Idee hatten für die Schweizer Sportfischermesse und im 18. haben wir die erste Messe eigentlich so durchgeführt und nicht einmal 10 Jahre später darf man sagen, wir sind die
die grösste Messe in der Schweiz in diesem Bereich. Also es ist eigentlich ein rasanter Aufstieg gewesen. Und es ist auch schwierig jetzt als kleine Schweiz irgendwie so eine Veranstaltung zu etablieren, wenn man ein bisschen ins Ausland schaut, wo halt gewisse Sachen ringer gehen, wenn ich allein das Zollthema anschaue, etc. Oder auch das Preisgefüge. Deutschland zum Beispiel ist die Infrastruktur viel günstiger zu als jetzt bei uns in der Schweiz, etc. Aber ich glaube, wir haben da einen guten Weg gefunden, einen fairen Weg gefunden und ja, wenn es so weitergeht, rechnen wir eigentlich da ja mit einem Wachstum. Hast du noch News bezüglich Suicide Party? Die gibt es nicht. Da muss ich vor allem den Aschi und den Geier enttäuscht. Es tut mir leid, Jungs. Die sind mega enttäuscht, ja. Also ich habe letztes Mal schon einen Flyer im Briefkasten gehabt. Ich auch, hast du den nicht bekommen? Nein. Also, ich habe sogar gespendet. Es ist cool gewesen damals mal, dass wir dort... ich muss sagen, weißt du, der Aschi und der Geier, das sind wirklich zwei riesen Typen, wo wir eigentlich noch niemand sind, niemand kennt etc. Ist Zürich Fist eine super Plattform gewesen, die funktioniert hat. Sie haben eine grosse Reichweite gehabt. Mittlerweile ist es leider ein bisschen eingeschlafen. Aber dort, sie haben uns natürlich massiv geholfen, dass wir dort eine coole Veranstaltung durchführen können. Ja. Das ist so. Wir sind denen unendlich dankbar und sind auch immer Ehrengäste. Sehr schön. Zum in Gesi seinen Wort sagen, eine zweite Auflage verkrafte ich nicht mehr. Wirklich nicht, ne? Das ist zu viel gewesen. Okay. Das bin ich noch am Verarbeiten heute noch. Hast du sonst noch irgendwelche Infos aus der Szene? Ja, aus der Szene. Also ich habe regelmäßig Kontakt mit den Markenvertretern, die bei uns an der Messe werden sein. Und ich kann so viel sagen, dass sie wirklich Neuheiten werden mitbringen. Also egal von welcher Marke. Ich glaube, ein Besuch wird sich wirklich lohnen, da man da Sachen sieht, die man in den Geschäften noch nicht wird antreffen. Perfekt. Jetzt hast du mich aber gewundert gemacht. Ja, also Savage Gear hat ganz viele Neuheiten, Berkeley hat Neuheiten, Westin bringt neue Sachen mit, Stucki ganz sicher auch. Hat jemand von euch die neue Rolle von Savage Gear schon gesehen? Nein. Ich habe, glaube mal etwas gesehen bekommen, weil der Thomas Lesmaster ist ein guter Kumpel von mir und der schafft ja für Pure Fishing. Er hat mir mal etwas gezeigt, ich glaube sogar in einem Showroom habe ich die gesehen. Ja. Macht sehr einen guten Eindruck. Schon? Ja. Ja, ich finde allgemein, Savage Gear hat einen brutalen Schub wieder. Die sind jetzt wieder richtig im Kommen. Ich habe das Gefühl, die sind mal ein bisschen abgeflaucht. Ja, dort bei der Übernahme zu Pure Fishing ist Savage Gear so ein bisschen... Ja, also ich glaube, das Tal der Tränen ist überwunden, übertrieben gesagt. Ja. Und jetzt haben sie wirklich ganz coole Sachen. Die Routen sind top und... Ja, das ist geil. Ja, ich bin gespannt auf den Auftritt. Ja. Wir werden auch noch etwas Savage Gear am Stand haben. Cool, also vor allem von der neuen Rolle. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt. Ich kann nicht mal sagen, ob die gut zum Fischen sind oder nicht. Aber ich glaube, die eine oder andere wird dann schon in meine Tasche wandern. So. Ja, und dann weiss ich, dass von Italien Markenvertreter werden kommen, bei Ticino Pesca. Dort kommen auch ein Haufen Markenvertreter, um zu schauen, wie es da bei uns in der Schweiz aussieht. Das ist eigentlich sehr, sehr cool für die Zukunft. Allenfalls werden wir nächstes Jahr wieder ein paar Marken mehr an der Messe vertreten haben. Gut. Tönt gut. Ja, das wird auch Zeit, dass die anders sprechende Schweiz auch mitmischen wie Tessin, wie ja, aber es ist halt schwierig, wenn beide Seiten nicht wollen, dann wird es nicht gehen. Ja, logisch. Also weißt, aber es ist rein von der Sprachbarriere. Nein, aber rein von der Sprachbarriere ist es halt. Dann müssen wir also, mehr Französisch reden und Italienisch. Ja, also, wir haben ja den ersten Schritt schon gemacht. Unsere Homepage ist mehrsprachig. Man kann ja die Sprache einstellen. Dann haben wir auch da ja das erste Mal eigentlich Flyer gehabt für die französisch sprechende Schweiz und für fürs Tessin. In der Hoffnung, dass das dort auch ein bisschen besser wahrgenommen wird. Und ich habe nur Deutsch bekommen. Ja, also die Tessiner Werbung und die Westschweizer Werbung ist noch online. Ah, okay, gut. Genau. Hey, ich glaube, wir haben jetzt schon so viel über die Messe diskutiert. Ich glaube, wir wechseln das Thema, oder? Thema? Voll dumm. Das lasse ich genau so drin. Ja, ich kann mein Handy mal auf die Seite legen, wegen der Notizen, oder? Ja, wenn du willst, kannst du ja auch ein paar vorlesen. Dann sieht es nicht so aus, als nicht nur ich da... Ich rede sonst schon genug. Okay. Gesi, wir haben uns natürlich vorbereitet. Natürlich. Wir haben ja letztes Jahr schon... wenn nicht. Intensiv, letztes Jahr habt ihr uns erklärt,
wie ihr zu dem gekommen sind, wie eure Freundschaft entstanden ist, wie die Idee entstanden ist. Dann habt ihr angekündigt, dass ihr jetzt eben in der Umweltarena sind, dass alles grösser wird, dass alles mächtiger wird. Und das habt ihr, glaube ich, auch erwiesen, so wie wir es gesehen haben. Ja, ich glaube, das ist so geworden. Also, wenn ich zurückdenke an die letzte Messe im 2024, ich war tatschnervös. Aber es ist... Ich glaube, also für mich rein standtechnisch gesehen, ist es die beste Messe gewesen, bis jetzt. Ich hoffe, dieses Jahr wird... Also es darf gerne noch besser werden. Ich bin auch nicht böse, wenn es gleich bleibt, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist auch rein vom Gefühl her, wenn du in die Halle nie laufst und einfach den Wald an Stand siehst, geil. Also wirklich geil. Ja, das Ambiente ist top in der Umweltarena. Da hat uns auch von Anfang an gepackt und dann ist auch die Lage von der Umweltarena strategisch so wertvoll, dass wir einfach nicht müssen sagen, ja, unsere Wahl ist auf die Umweltarena gefallen. Ja. Was haben wir noch für Locations gehabt, weißt du es noch? Wir haben... Nein, haben wir nicht. Spannende Frage, ja. Ja, wir haben diverse angeschaut, online angefragt, aber dort hat es entweder, also in Zürich hat es ein paar gehabt, aber dort ist meistens gescheitert an den Parkplatzzahlen oder auch am Preis. Dann haben wir noch zu Baden, hat es noch etwas Gutes gehabt, wo wir wirklich kurz davor waren, um zu sagen, wir gehen dort her. Im Trafo? Das war etwas, wo du draussen noch Hockey kannst spielen etc. im Winter. Ah, okay. Also der Typ ist auch vom Aschiko damals mal. Also, da haben wir uns wirklich intensiv angeschaut, aber ganz warm sind wir nicht geworden. Und als wir dann das erste Mal bei der Umweltarena dürfen vorsprechen, haben wir genau gewusst, das ist es. Geil. Mega. Ja. Ich weiss, dass ihr euch stetig verbessern und weiterentwickeln. Was hat sich jetzt im Vergleich zu letztes Jahr, zu diesem Jahr verändert? Oh, ganz ein Haufen. Also, wir haben massiv an unserem Auftritt geschafft. Wir haben, das heisst? Also, wir haben eine neue Homepage. Unsere Aussteller sollten eigentlich, wenn sie sich anmelden, schon Logos schicken oder ein bisschen PR-Material etc. Die Nico Absolut, schaut gerade ein bisschen verdutzt. Also das haben sie aber leider noch nicht so gemacht. Wir haben geschaut, dass wir, wenn wir Content haben, dass wir da unser Branding durchbringen können. Darum haben wir auf unserer Homepage da den Social Media Creator. Das ist geil. Du hast das schon gebraucht, danke Nico. Ja, du hast ihn auch schon gebraucht für uns, Oli. Ja. Genau. Wohl finde ich wirklich geil und kannst geile Bilder machen. Hast überall Sportfischermesse, Hashtag am Start. Es sieht all gleich aus. Einfach, genau, ja. Ich sage jetzt mal, der Hintergrund, wenn du so willst, die dritte Ebene, die ändert sich, finde ich mega geil. Wirklich so ja, stark. wir kommen auch Komplimente über von Ausstellern, wo in Deutschland oder in Österreich grosse Messen besuchen, die sagen, hey, das ist richtig cool, das vereinfacht es ihnen auch, um ihren Post zu machen. Und ehrlich gesagt sind wir schon dran für die nächste Messe, um das zu erweitern mit bewegten Bildern. Sehr cool. Nice. Ja, was hat sich sonst noch verändert? Ja, wir haben eben ein Konzept angepasst, dass wir nicht mehr einfach die Sterne aus der Szene als Referenten einladen. Wir haben gesagt, wir wollen die Kernkompetenz der Marke in der Halle vertreten haben, dass der Messebesucher, da was er im Vortragsraum hört, in der Halle auch kann, 1:1 kaufen, dass er das auch dann 1:1 auf dem Wasser umsetzen kann. Wir sind gespannt, wie sich jetzt das wird, wie das Resultat von dem Wechsel wird sein. Wir hoffen uns da eigentlich viel. Und was haben wir sonst noch geändert? Ja, wir haben gesagt, wir wollen auch so ähnlich wie ihr etwas eigentlich zurückgeben. Wir haben mit der Zusammenarbeit von Stucki Fishing und Petri Heil haben wir eine Spendenaktion in Planung, wo wir an dieser Messe werden hoffentlich viel Geld können zusammensammeln für Kinderhilfe Sternschnuppen. Das ist eine ganz coole Organisation. Wir haben ganz coole Löffel können produzieren lassen. Danke nochmal Roni Kamenisch. Von ihm ist übrigens auch die Idee gekommen. Ganz ein cooler Typ. Wir hoffen, dass das wirklich viel Erfolg wird haben, dass da ein paar Kinderaugen werden können strahlen, die es nicht einfach haben im Leben. Finde ich geil. Mega schöne Idee. Ja. Wie kommen wir zu dem? Ich finde das ein sehr wichtiges Thema. Wenn es für dich passt, würde ich da gerne ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich finde das wirklich mega cool, so die Spenderaktion gerade für so Sachen. Ja.
Also wir haben 300 Löffel produzieren lassen, das ist eine limitierte Auflage. Meinst du, es lange? Ja, das ist jetzt, wir werden jetzt die ersten Erfahrungen sammeln. Es ist ein Stuckelöffel mit unserem Logo drauf. Und ja, wir werden die bei uns wahrscheinlich irgendwo am Kassenbereich oder vielleicht gerade bei der Kinderhilfe Sternschnuppe, die vor Ort auch wird präsent sein, verkaufen. Und ja, wir hoffen uns, dass dort wirklich ein schöner Batzen wird zusammenkommen. Man kann natürlich auch vor Ort noch weiter Geld spenden, wenn das einem ein Bedürfnis ist. Und es kommt sicher am richtigen Ort an. Und ich glaube, wir alle haben viel Sympathie für kleine Kinder oder für Kinder allgemein. Ja, das hat uns einfach gerade von Anfang an berührt und darum haben wir gesagt, das sollen wir unterstützen. Was kostet so ein Löffel? Der Löffel kostet, glaube ich, 10 Franken. Oh ja, es geht nicht alle 10 Noten mehr mit und das wäre cool, ja. dann sind die in den ersten 10 Minuten ausverkauft. Also ich nehme an, am Sonntag... Hey, die ganze Fischer-Community soll das leer kaufen. Also ich glaube, am Sonntag wird es keinen Löffel mehr haben. Da könnte ich fast wetten. Da könnte ich fast wetten. Die werden nur am Samstag... Wir werden die Aktion jetzt jährlich eigentlich wiederholen. Ja, finde ich cool. Weil wir einfach sagen, uns geht es alles so gut, wir wollen auch etwas zurückgeben. Und wenn so viele Fischer zusammenkommen, dann ist es cool, wenn wir vielleicht auch ein bisschen anders wahrgenommen werden. Absolut. Unbedingt. Darum wollen wir ja auch eine Spendeaktion machen. Genau. Ja, dann... Was war das Feedback von den Ausstellern von letztes Jahr? Ja, das war überwältigend. Was hat dich besonders inspiriert? Also eigentlich hat es mich mehr berührt. Es ist cool gewesen. Wir haben letztes Jahr, wie auch da ja übrigens, also unser Stresslevel ist relativ hoch. Der Ralf und ich arbeiten beide 100%, einen normalen Job, oder? Wo es eigentlich gänzlich einnimmt. Und das ist dann schon cool, wenn dann die Veranstaltung ist und es wird ein Erfolg und du kommst so positive Feedbacks über, auch vom Nico zum Beispiel, oder? Wir haben dich ja noch beim Burger King nach dem Messer getroffen, magst du dich erinnern? Ja, stimmt. Und dort, habe ich schon fast verdrängt. Ist dann einfach so eine das ist dann einfach so ein Gefühl von Erleichterung, der Druck geht ab und es ist so ein bisschen eine Genugtuung und eine Befriedigung, wo einem ganz viel gibt. Ja. Könnt ihr die Messe an und für sich Samstag und Sonntag geniessen? Also, weißt du, es ist immer so, wenn du etwas organisierst, du willst es perfekt machen und dann bist du immer so auf Draht und schaust, dass alles passt und der hat ein BBli, der hat noch ein WWli, dort ist noch irgendetwas. Also du bist eigentlich nur am Rumsäckeln, oder? Ich kann für mich reden, ich bin also in einem Tunnel rein und du bist ein bisschen so der Feuerwehrmann, irgendwo ist immer irgendetwas, wo nicht passt. Und wir sind eigentlich toujours dann dran, zum Sachen managen oder korrigieren. Also fährst du eigentlich nie runter? Nein. Also, ausser vielleicht dann am Abend nach dem Essen, wenn du dann daheim im Bett bist, denkst oh, jetzt kannst du mal ausschnaufen, also aber dort, weil morgen geht es ja weiter, oder? Also nach dem Mess schlafe ich eigentlich nie gut. Ich bin dort immer noch so aufgekratzt. Es braucht dann ein paar Tage, bis ich dann wieder so mich erholt habe. Im Ralf geht es übrigens genau gleich. Aber es ist alles gut. Also, wir freuen uns auf die 2 Tage, auf die 3 Tage mit dem Aufbau und hoffen, dass wieder kein Zwischenfall wird sein, dass alles reibungslos abläuft, dass viele Leute kommen und dass unsere Aussteller und unsere Messebesucher mit einem Lächeln wieder heimgehen und sagen, das war cool gewesen. Und vor allem, dass eine Party am Samstagabend passt, das ist wichtig. Also wir sind übrigens am Samstagabend, wir sind mit der Umweltarena jetzt gerade aktuell am schauen, dass wir so einen kleinen Messeabend machen wollen. Dort, Aschi, Geier, hat er gehört, ja, Umweltarena. Der Gesi gibt euch sicher noch den Kontakt durch. Der Anlass ist für Aussteller. Wenn die Halle zu ist, wenn die Besucher gegangen sind, dann wäre es cool, wenn unsere Aussteller können netzwerken, wenn sie sich austauschen können, wenn sie können ein bisschen nach einem anstrengenden Tag zusammen etwas essen, etwas trinken. Und man sieht ja, es gibt so viel. Also wenn ich jetzt gerade schaue, Stucki-Fishing und Toppies mit dem coolen... Mit dem Collab, was gemacht haben, genau. Mega geil. Scheiße, das wäre etwas für News gewesen. Super leid, Jungs, tut uns leid. Gut, wir haben keine direkte Anschrift bekommen. Also, wenn ihr irgendetwas so habt, ich habe dem Robin auch noch gesagt, Robin... Doch, ich habe beiden geschrieben. Ah, wirklich? Dass ich es mega geil finde, ja. Ich habe dem Robin noch gesagt von den Toppies, hey Robin, gib mir etwas, was im Podcast kann liegen, bitte. Ich habe nichts gegeben. Sorry, Gesi. Ja, schon gut. Also, eben... Wir sind dort gerade dran, zu schauen, ob der Messeabend zustande kommt. Wahrscheinlich gibt es einfach etwas ganz Einfaches. Sie haben einen Pasta-Abend oder so. Geil. Dort müsste ich einfach dann, jeder Aussteller wird am Freitag gefragt, ob er Lust hat zum kommen. Dort kann er sich dann
anmelden Voll oder gut. abmelden. Genau. Geil. Weil das haben wir ja immer so ein bisschen, jetzt, seit ich dabei bin, haben wir es immer so ein bisschen gemacht. In Oberglatt war es die Pizzeria dort, gewesen, wo wir sind essen. Letztes Mal in Spreitenbach bin ich nicht dabei gewesen. Also, wir haben letztes Mal haben wir eigentlich alle Aussteller angeschrieben. Wir haben das Restaurant gemietet. Dann sind irgendwie, glaube ich, vielleicht 8 oder 9 Anmeldungen gekommen. Oh, schwach. Gell, Nico? Schwach. Und, und dann am Samstag bin ich überhäuft worden mit Anmeldungen und dann wären wir irgendwie am Schluss irgendwie 70 Leute gewesen, aber dann hat man natürlich den Restaurant nicht mehr so können mieten. Wir sind dann, glaube ich, irgendwie gleich fast 50 in der Pizzeria. Ich bin nicht mitgekommen, wir sind in die Sterne gegangen. Ja, genau, ja, genau. Ich habe noch gefragt, ob der Platz ist, gesagt, ey, wow, wenn es unbedingt muss sein, dann ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eben gedacht, du, wir machen es jetzt nicht mehr ganz so kompliziert. Ich glaube, die Aussteller sind vor der Messe, eben wie es der Nico gesagt hat, selber irgendwie schon ein bisschen angespannt im Tunnel. Aber das Jahr komme ich mit. Cool, ja. Also dieses Jahr musst du auch nicht weit weg, es ist einfach im ersten Stock oben. Perfekt, ist gekauft, Genau. wir sind dabei. Vielleicht auch einfacher. Wir sind Also dabei gewesen. morgen kommt es aus, morgen haben wir einen Termin bei der Umweltarena, dann werden wir noch die letzten Details besprechen, aber es sieht Super. gut aus. Ja. Perfekt. Dann Gesi. Ja. Sind wir zwei im Dezember ja in Berlin gewesen? Das stimmt. Lass uns noch ein bisschen über Berlin reden. Wolltest du über das Kulinarische oder über die Messe schwätzen? Wir reden über die Messe, über das Kulinarische wäre ein anderer Podcast. Gut. Das wäre dann in unserem Daddy- oder Bier-Podcast. Gibt es Trends aus Berlin, die dich besonders inspiriert haben? Wenn ja, wie spiegelt sich die an der Messe wieder? Eins hast du jetzt schon gesagt. Ich nehme an, das hast du von Berlin mitgenommen. Meinst du da mit den Marken, die wir vor Ort haben? Ja, also es ist schon klar, wir haben ja auch unsere Augen offen und wir schauen, wie sind die Messen also in Europa, wie funktioniert die? Und wenn man jetzt Berlin anschaut, die Angelwelt Berlin, das ist natürlich schon eine ganz spezielle Messe. Es ist super vermarktet und irgendwie hat es ein Standing bekommen, das ganz speziell ist. Es gibt dort wirklich ein paar Leuchttürme und viel Qualität, wo wir in der Schweiz so nicht werden herbringen. Aber ich sage jetzt, wenn man unsere kleine Messe anschaut mit Berlin, haben wir auch viel Qualität. Zwar nicht die riesige Fläche, aber auch schon ein bisschen das Glamour-Feeling. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden, so wie es jetzt ist. Ja. Sag mal so ein Highlight aus Berlin, das du mitgenommen hast jetzt in die Schweiz. Ein Highlight aus Berlin? Ja, also das Highlight für mich persönlich ist... Currywurst. Nein, Haben wir nicht gegessen? haben wir nicht gegessen, stimmt. Schande über Ja, unsere Hände. Shame on you. Nein, es waren die Gespräche gewesen mit so Marken wie Shimano oder Rapala, wo ich dann rausgehört habe, dass sie eigentlich auch interessiert sind, um unsere Messe zu besuchen. Oder jetzt zum Beispiel auch so ein E-Wort, der gesagt hat, hey, cool, ich bin interessiert, zum an die Messe zu kommen. Dann schreibt er sogar noch und sagt, hey, wie sieht es aus mit den Tickets? Also, das sind schon Sachen, wo ich sage, hey, cool, also wir werden ein bisschen wahrgenommen im Ausland und es macht Spaß so. Und sonst, ja, es ist das Übliche, Berlin hat natürlich ja, irgendwie ein bisschen bessere Karten, es ist eine Weltstadt, die haben überhaupt kein Zollproblem, die Marken sind eigentlich scharf darauf, zum dort sich grossflächig präsentieren. Also wenn du schaust, wie gross der Stand von Zick war, ist er abartig. Oder auch von Nes zum Beispiel, oder? Bei uns ist alles ein bisschen kleiner. Ja. Also man darf es nicht vergleichen, aber trotzdem dort man ein bisschen schauen, was machen die Grossen. Und wenn wir etwas abkupfern oder auf unsere Art, wichtig ist, dass unsere Messe seine eigene Seele hat. Wenn wir es auf unsere Art machen können, sind wir sehr happy. Was sagst du, machen ihr anders, was aber positiv ist im Vergleich zu Berlin? Was wir anders machen, da kann ich einfach so gar nicht sagen, wie jetzt. Also ich sage jetzt, der Ralf und ich sind keine Firma, wo eine Messe jetzt irgendwie ohne Seele oder ohne. Also bei uns ist eine Leidenschaft, oder? Ich weiß nicht, wir betreuen unsere. Also wir haben einen ganz anderen Umgang mit unseren Ausstellern als jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Messe XY, wo durch eine Firma organisiert wird. Ich weiss, in Berlin ist auch ein super Typ, der das organisiert, der auch einen ganz nahen Draht hat zu den Ausstellern etc. Aber am Schluss machen wir da so auf unsere Art. Wir probieren da immer recht sozial zu sein. Wir verschicken die Rechnung immer, hören Sport und Spitz. Ja. Aber das ist halt, weil wir wissen, wie es um die Fischerszene in der Schweiz steht. Das ist ein schwieriges Business. Im Dezember gibt es immer ganz viel
ganz viel Löhne, 13. Monatslohn etc. Wir probieren eigentlich so sozial wie möglich zu sein und so angenehm wie möglich zu sein, dass der Aussteller sich bei uns wohlfühlt. Gesi, gehen wir doch nochmal schnell zurück auf Berlin. Jawohl. Ich weiss, dein Job besteht Networking. Das Ja. machst du mit Liebe und Seele und ganz viel Schoki. Ja, das stimmt. Ja, das haben wir auch gesehen. Welche Vips hast du von Berlin mitgenommen in die Schweiz? Du hast vorhin schon etwas gesagt, wiederhol es doch nochmal. Ja, also in Berlin ist die Ausgangslage noch ganz andere gewesen. Eben den Toni Weise haben wir gesichert, der kommt auch. Dann hätten wir den Christoph Baraka, der hat jetzt eben aufgrund vom Teamwechsel von Abu zu Neis abgesagt. Hat denn Neis nicht einen anderen Vertreter noch, der könnte kommen? Also Ich denke jetzt an einen Sebastian Bienapfel. Ja, aber so. Neis ist ja auch dabei. Also, ich meine, wieso? Neis kommt, ja. Wieso Neis kann- ist an der Messe wieso- vertreten. Es kommt auch der Basti Bischof, der ist ein super Typ. Geplant ist nur, dass der Sebastian Bienapfel kommt, aber wie gesagt, im Moment ist nichts in den Stein gemeißelt. Und wir haben auch jetzt da kann ich schon so sagen, es wäre mega cool, wenn das klappen kommt. Der Ersatz für den Christoph Barra steht der Simon Thorenbeck im Raum. Trommelwirbel, Geil. bitte. Ja, den habt ihr euch auch mal gewünscht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich will auch einen Applaus. Trommelwirbel habe ich kennen. Das wäre mega. Ja, aber er hätte jetzt noch nicht fix können zusagen. Er ist vor ein paar wenigen Tagen schon Vater geworden. Und Das soll jetzt nicht so tun. ja, genau! Wieso? Mir hat Wie alt heute ist meine eine- Tochter? mir- Ich bin auf Berlin geflogen. Mir hat heute einer geschrieben, Du bist mit dem Zug Zum gefahren. Zug, aber mir ja, hat heute einer geschrieben, ich habe Papi-Tag, ich kann nicht so viel machen. Okay, gut. Also, soll nicht so tun. Nein, da haben wir natürlich Verständnis. Also, jeder, der an die Messe kommt, der soll wählen kommen und nicht sich Hey, sicher. Ja. gezwungen fühlen. Das ist für uns ganz wichtig. Ja, wenn Aber Robin, sein bester Freund, kommt noch. Ja, habe ich auch gehört. Der ist auch bei uns im Interview. Ja. Oh, das ist schon zu viel gesagt. Wer ist dein Teamangler? ja, also, da muss ich jetzt sagen, ich weiß jetzt genau, wie ihr meint. Gut. Wir sind unendlich stolz, dass wir so eine grosse Hausnummer in die kleine, beschauliche Schweiz bringen können. Eigentlich Das schon stimmt. fast eine Legende. Ja. Da ist nicht fast eine Legende, das ist eine Legende. Und er das ist bringt so. ganz einen Haufen Qualität mit. Und jeder, der vom Dietmar Isaias jemals einen Vortrag gehört hat, der nimmt wahnsinnig viel mit. Der kann das super überbringen. Der weiß genau, was er erzählt. Und also, uns macht es unendlich stolz, dass er zugesagt hat, dass er uns im Messe kommt. Und wenn ich schaue, wie er uns in Berlin empfangen hat und umarmt hat etc., da ist schon cool, wenn man sieht, die Herzlichkeit. Und ich penetriere jetzt die Leute, auf Deutsch gesagt, schon ein paar Jahre in Berlin und mittlerweile können wir jetzt die Früchte unserer Ernte quasi einfahren. Ja. Aber der Didi ist ja nicht das erste Mal dabei. Der Didi ist an unserer Messe das erste Mal dabei. Ist das erste Mal dabei? Ja. Er war in Bern. Gewesen. Ah ja, stimmt. Ja, Genau. Bern war es, genau. Stimmt. Ja, Hey, also, jetzt die letzte Frage zu Berlin, dann lassen wir Berlin wieder Berlin sein. Was bedeutet das für dich, Gesi als Mensch, Deko und Netzwerken? ja, dass ich ganz viel Ricola mitnehme, weil ich am Abend immer heiser bin. Ja, und es ist, ich habe es vorher schon mal gesagt, es ist ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Man will alles daran setzen, dass das eigene Baby groß wird und dass es so gut steht und leuchtet. Und darum geht man dorthin netzwerken. Ja. Hey, dann passt die perfekt die Frage, die nächste. Was bedeutet Messe für dich ganz persönlich, dass du dir jedes Jahr den Stress antust? Ja, man wächst in so eine Verantwortung rein, sage ich jetzt einmal. Und es ist einem ganz nahe am Herz, mir und dem Ralf. Wir sind beide eigentlich sehr motiviert, so gut wie möglich dort zu stehen und ja, einfach etwas für die Schweiz zu machen. Unser Slogan ist ja, hier schlägt das Herz der Schweizer Fischerei und so meint man es auch. Und ja, ich kann das gar nicht so beschreiben. Es ist einfach ein Herzensprojekt von uns. Das Baby, wie du vorhin gesagt hast, oder? Ja, das ist wirklich so. Ja. Wie unser Podcast. Wie Genau. unser Podcast. Was war so die Herausforderung von diesem Jahr, die grösste? Also, ich muss vielleicht vorgreifend sagen, unsere Halle war von selber ausgebucht gewesen. Wir haben einen Newsletter rausgelassen
und ruckzuck haben sich die Leute angemeldet und die Plätze wieder gesichert, wenn möglich der gleiche Platz wie das letzte Jahr. Wir haben aber müssen an der Halle am Konzept ein bisschen etwas anpassen, aber wir haben, glaube ich, die meisten Wünsche relativ gut können erfüllen. Und was hast du noch mal wissen? Was die grösste Herausforderung war? Das Ja, die Herausforderung ist jetzt wirklich ein Rahmenprogramm, muss ich wirklich sagen. Bis jetzt haben wir es immer so gemacht, dass wir eigentlich unsere Referenten gebucht haben. Und dort hat man eine Abmachung gehabt, die sind dann gekommen. Und jetzt bist du so ein bisschen fremdgesteuert. Aber ich bin überzeugt davon, dass das am Schluss sehr gut wird rauskommen. Und eben jetzt ist ein Name im Raum noch, wo noch nicht gesichert ist, das ist Simon Thorenbeck. Und die restlichen Namen könnt ihr bei uns auf der Homepage nehmen. Eben, wir haben der Roni Gameni als Lokalmatador, wir haben den Toni Weise, wir haben Dietmar Isaias, wo Vortrag halten. Wir haben bei der Wurfverführung haben wir Topnamen. Übrigens auch dank unserem Partner Fischen CH, die sind jetzt bis jetzt noch gar noch nicht genannt worden. Die geben uns auch ganz viel Rückendeckung und Unterstützung. Die machen ganz tolle Workshops. Also es gibt einen brutalen Mehrwert für den Messebesucher, der vor Ort kommt. Und ja, gibt eine gute Sache. Jetzt ist bei uns im Podcast schon ein paar Mal Nachhaltigkeit vorgekommen. Wie geht ihr an der Messe mit der um? Ja, also ich glaube, der Name Umweltarena sagt es schon. Das ist auch ein ausschlaggebender Grund gewesen, warum wir uns für die Halle entschieden haben. Wir haben einfach gesagt, dort stimmt einfach das ganze Paket. Die Halle ist wirklich sehr nachhaltig. Und wir haben auch die Devise, unsere Aussteller müssen den Abfall selber mitnehmen. Aus dem Grund, dass wir sagen, hey, sie müssen nicht so viel Abfall produzieren oder einfach den Dreck liegen lassen. Also wenn ihr den Ralf kennt, der ist ja Wie wolltest du darf man das schon sagen? sagen, er ist ein Ja, moderner ja, Hippie eigentlich, oder? Und, Darf man das dem Ralf so sagen? absolut, da fühlt er sich Okay, sogar gut. geschmeichelt. Sehr gut, sehr gut. Und es ist uns wirklich schon wichtig, dass man nicht zu viel Dreck produziert. Und Dann habe ich noch 2 Fragen so zum Abschluss. Also, du hast noch etwas. Wie hat sich die Community von der Messe verändert? ja, ich glaube, in der Schweiz nimmt es auch langsam Fahrt auf, wenn ich jetzt anschaue, wie Social Media Posts jetzt gemacht werden, wie wir quasi verlinkt werden etc. Da hat nochmal eine ganz andere Dimension angenommen dieses Jahr. Und ich glaube, es kommen auch immer mehr Leute an die Messe. Also wir haben letztes Jahr 4000 Messebesucher gehabt. Und wir rechnen eigentlich dieses Jahr mit einem Wachstum von 10-15%. Und dann gibt's natürlich ein bisschen ein anderes Bild, es kommt ein anderes Publikum. Mittlerweile kommen auch ganz viele Junge. Es ist mega cool zu sehen, dass ganz viele Junge kommen, aber auch ganz viele wirklich Rentner, die kommen, Pensionierte, die mega lässig in Gruppen erscheinen, seit Jahren übrigens. Und es ist immer schön, wenn man so Gesichter wieder erkennt und es ist ja erfreulich. Letzte Frage von meiner Seite. Ja. Erzähl uns die lustigste Story vom letzten Jahr, die du erlebt hast. Die lustigste, ich habe Du kannst auch 2, wenn du 2 hast. eine lustige Story vom letzten Jahr. Ich habe also es sind lässige Tags, aber etwas Lustiges habe ich im Fall nicht erlebt. Wow, okay, die Messe ist... aber können wir gleich, ist nicht ein Pool ausgelaufen oder so? Ja, das war ja nicht lustig gewesen. Da hat mein Stresslevel brutal in die Höhe geschnellt. Also wir haben einen niegelnagelneuen Pool gekauft. Und wo wir den Pool quasi mit Wasser befüllt haben, haben wir gesehen, es hat 2 Mikrolöcher gehabt und jetzt ist richtig viel Wasser rausgelaufen. Und bis wir dann da wieder geflickt haben, wo schon irgendwie 16'000 Liter Wasser in dem Pool drin waren. Wer war der Taucher gewesen? Der Ralf ist handwerklich sehr geschickt und hat Lebendige Schildkröte. eine Konstruktion entwickelt, dass wir nicht haben so gut tauchen. hey, genau, Community-Fragen. Wir haben ja doch... ja. Alle stellen wir nicht, ich pick mir da 2, 3 raus. Eine muss ich sicher stellen. Du kannst alle stellen. Ja, eine ist sehr wichtig. Eine ist sehr wichtig und zwar hat die der Geier geschrieben. Wann gibt es wieder eine Suicide-Party? Ich muss den Geier enttäuschen. Das wird... Nicht, ob es dieses Jahr eine gibt, sondern wann. Nein, also ich glaube, ich habe schon deutlich gesagt, es gibt keine mehr.
Es lässt sich auch nicht mehr so umsetzen. Es ist viel zu gross geworden jetzt und am Schluss in dieser Halle hat es zwar von mehreren 100'000 Franken. Es muss ja nicht in dieser Halle sein. Es Ja. kann ja auch also mal in der Halle schon, aber es muss ja nicht auf dem Stock sein. Es kann ja auch im ersten Stock sein. Ja, nein, da Wäre die Küche gerade näher. da kann ich mir nicht mehr antun. Sie müssen einfach ein besseres Konzept bringen, würde ich mal sagen, als jetzt. Ja. Also das Konzept letztes Mal, also im 18. wäre gigantisch gewesen. Ja, also. Aber am Schluss hapert es an der Disziplin von der, Ja, von der gut. einzelnen. Aber wenn du so willst, dann dürfte es ja gar keine Partys mehr geben. Ja, du, eben, es hat ein bisschen überbordet. Ja, und Also es geil, ist ja, mega danke schön. für die Frage. Aber ich glaube, es ist auch für dich gesünder, wenn es keine Party gibt. Gut, der Sam goes fishing, der fragt, wieso hat der Ralf immer ein Stirnband an. Ich habe meine Ahnung, weil ich kenne ja auch den Jimi Hendrix, der hat ja immer ein Stirnband an, aus irgendeinem Grund. Ich sage jetzt nicht aus welchem, weil das hören noch hinzu. Warum hat der Ralf ein Stirnband an? Das ist sein Style, ganz einfach. Ah, okay, gut. Sein moderner Hippie-Style. Oder wie hast du Ja, vorhin gesagt? das ist seine Wiedererkennung. Das ist, der Ralf hat, als ich ihn damals mal kennengelernt habe, noch ganz anders ausgesehen. Und heute muss ich sagen, schon... Ralf, wenn es anders wäre, kommentier unter dem Podcast. Ja. Unbedingt, ja, wäre cool, ja. Nein, das ist sein Style. Das Okay. gehört einfach zum Ralf. Hat nichts da drin versteckt? Nein. Okay. Ja, also, weißt du, Jimi Hendrix. Gut, dann haben wir noch vom ZCA 90, möchte ich noch 2 Fragen bringen. Und zwar, gut, eine kann er zwar auf der Homepage nachlesen, wird Fischblot auch an der Messe vertreten sein? Nein. Okay. Ja, eigentlich relativ schnell. Man sieht auch auf der Homepage, für alle die es nicht wissen, kann man auf Besucherinformationen gehen und dann kann man auf Aussteller gehen und dann sehen wir auch alle Aussteller. Genau. Die ganz Und- gut schauen können, sehen beim Reel alle Marken. Du. Ja, aber das ist schnell, das ist brutal schnell. Da kann ich Pause drücken, wenn du einen schnellen Finger hast. Und dann die zweite Frage, der Stargast 2025. Welcher Gast ist der Gast, wo du sagst, das ist unser Sternli, wo... Ja, das ist schnell beantwortet von seinem ganzen Werdegang und von seinem ganzen Ansehen. Ist das der Dietmar Isaias? Mhm. Absolut, ja. Ist für euch der Gast, wo... Ja. Okay, sehr gut. Ja, Dann hast du überstanden, vielen Dank. Das sind schon gewesen. Ja, jetzt Community, hallo, Ja, bitte. Wir müssen aus zeittechnischen Gründen auch Also ein gut, bisschen lass ich Geld die drin. Kurve kriegen. aber hey, genau. Ja, dann wäre es das eigentlich mal gewesen von den Fragen über das Thema. Aber es sind ja nicht alle Fragen gewesen, weil wir haben ja noch 4 Fragen, die du dich stellen darfst. Weil ohne das entlösen wir niemanden an diesem Podcast und das ist entweder oder. Ah, du gute Button, den Sound wieder mal zu hören. Nico, eine Ist das ich, eine du. Auch wenn Also. es nur von mir vorbereitet sind. Muss man Das hättest du jetzt nicht müssen sagen. Sonst haben die Leute du lässt draussen- recht die Leute- machen. die Leute Ja, draussen haben noch wirklich. das Gefühl, die Leute draussen haben das Gefühl, ich bin so ein fauler Sack und mache Ja, aber einfach das nichts. bist ja auch. Ja, aber das müsst ihr nicht wissen. Nur weil ich jetzt das zweite Bier, das ist übrigens ein gutes Bier, das du da hast. Ja, wenn es noch kalt wäre, wäre es noch viel besser. Ja, es ist noch kühl. Gut. kühl. Aber nein, es ist, ja, es kommt Komm bei mir Nico, im fang Kühlschrank. jetzt an. Soll ich anfangen? Jawohl. Aber nein, mach du die erste. Ich finde die Also. zweite finde ich eben cool. Also Gesi, es ist ein entweder oder. Wir brauchen eine Antwort und warum. Lieber den ganzen Tag am Grillstand stehen oder den ganzen Tag am Infostand, / Kasse, Fragen beantworten. 100% grillen. Ja, das war klar gewesen, oder? Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt Doch. gesagt, der Doch, Gesi, das grillen. ich hätte jetzt gesagt, der Gesi beantwortet gerne Fragen, aber okay. Nein. Ich suche gerne das Gespräch, ich mich gerne austauschen. Ja, etc. eben. Aber Grillen ist sein Ja, Ding. der Hunger schlägt einfach ja, nicht alles. so der Hunger, es ist einfach immer cool. Es ist, ist auch Okay. gesellig, wenn man grillt. Da Okay. steht meistens jemand dazu. Und, ja. Okay. Wie würdest du an der Messe lieber rumlaufen? Einen ganzen Tag in den Gummistiefel oder einen ganzen Tag im Anzug rumrennen? Oh Das ist je. meine Lieblingsfrage. Ich finde die An dieser super. Stelle Ich sagen. finde die Im super. Ich Gummistiefel find, oder im Anzug? Ja. Ja. Also wenn ich schaue, wie viele Meter ich machen muss, dann lege ich lieber einen Anzug mit Turnschuhen an. Geht Okay. das? Okay, nehmen wir so. Mhm. Einen Tag lang jeden Stand selber aufbauen oder den ganzen Tag fremde Besucher an der Messe rumführen. Ja, ich führe lieber Besucher rum. wenn ich aber... Da macht er wieder etwas für die Leute. Vorne grillt er und jetzt... Ja, aber das habe ich halb gedacht, weil Ja, wenn wenn man schon das Essen wählt, dann glaube ich nicht, dass...
Wenn ich einmal schaue, wie gestresst der Nico beim Messeaufbau ist. Nein. Ja, das hat schon ein bisschen... Also ich muss wirklich aber auch da sagen, wir haben gewisse Aussteller, die kommen top vorbereitet. Die kommen, stellen auf und ein paar Stunden später haben sie irgendwie 90 Quadratmeter. Also der Kiel ist zum Beispiel so einer gewesen. Das ist ein Phänomen. Der kommt am Nachmittag irgendwie auf die 12 Uhr, ist der mal zugefahren mit dem Lastwagen und ist vor mir wieder gegangen. Und ich habe gedacht, hey, fuck, Mann. Und ich bin noch nie nicht und muss am 6 Uhr oder so oder am 8 Uhr glaube wieder draussen sein. Hey, wie soll ich das machen? Vorbereitung. Hey, ja, Bartig. Ja, das Jahr muss ich auch viel sagen. Ja, also dort gibt es grosse Unterschiede, das merken wir dann schon. Ja, da bin ich schon noch ein bisschen Messe unerfahren. Das ist so. Ja, aber wirst immer besser. Ich bin nicht der Einzige. Das Nein, aber ist okay. Ihr habt ja Zeit bis am Abend um 8 Uhr und ich kann am Morgen um 6 Uhr kommen. Also. Leider schon die letzte Frage. Lieber mehrere Messen im Jahr veranstalten oder ein Jahr nicht fischen? Boah. Finde ich aber eine ganz gute Frage. Boah. Nein, ich muss schon fischen. Ich gehe zwar nicht viel fischen, aber jedes Mal, wenn ich gehe, ist es richtig gut. Du kannst runterfahren. Meistens ist es nicht nur das Fischen, sondern auch eben, meistens tue ich noch etwas grillen oder sonst etwas dabei oder gute Freunde. Hauptsache essen. Einfach, nein, gute Zeit. Weißt, ein bisschen, einfach mal unzwungen etwas machen. Ja, das ist gut. Und wenn du mehrere Messen im Jahr vorbereitest, dann hast du keine Zeit zum Fischen. Das ist eigentlich auch noch blöd. Also, ist eigentlich auch noch blöd, es ist so ein zwei. Ja, aber ist okay. Ist ja entweder oder gemein. Also weißt du, der Ralf, der macht ja seine Terra Expo. Er macht ja 4 bis 5 Veranstaltungen. Ist die auch in der Umwelt? Ist neu auch in der Umweltarena. Übrigens am 2. Februar ist die erste Messe in der Umweltarena, Terra Expo. Es lohnt sich. Ist die grösste Messe dieser Art in der Schweiz. Terrarium-Messe, oder? Und ich unterstütze dort schon auch. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt nur die Schweizer Sportfischermesse machen, sondern es gibt auch noch andere Veranstaltungen. Und vielleicht in absehbarer Zukunft nochmal eine weitere Messe. Wieso bringst du das nicht bei den Infos aus der Szene? Das hat ja nichts mit dem Fischen zu tun. Das wird's gleich. Ja, es ist ja noch nicht spruchreif etc. Okay. Hättest du können sagen, hast du gehört das? Es gibt vielleicht noch weiter. Nein, ist okay. Nein, also im Moment sind wir mit der Schweizer Sportfischermesse und seine Terroristikmesse gut ausgelastet. Ja. Also im Moment haben wir nicht Kapazitäten, um noch mehr machen. Ja, ist cool. Ist ein geiler Job, den ihr macht. Danke. Ja, an dieser Stelle. Ja. Dann ist nicht nur ein Bier ein Ritual von unserem Podcast, sondern meistens, wenn Gäste vorbeikommen, nehmen die auch etwas mit für unsere Community. Genau. Das ist so, ja. Also wir verlosen 3x2 Tickets. Wie gesagt, die Spielregeln gehen da die 2 Jungs da vor mir an. Macht mit und ich wünsche jedem, der mitmacht, ganz viel Glück, oder der Ralf auch, dass er da die Tickets gönnt. Wir warten auf euch nehmen. Cool. Wollen wir es ein bisschen schwierig machen? Nein. Doch. Wir machen es so. Wir haben ein Reel gepostet. Das Reel, auf dem Reel seht ihr den Gesi, das ist bei uns im Insta-Verlauf, im Feed rein, auf Instagram. Und in dem Reel seht ihr den Gesi, wie er das Gewinnspiel ankündigt. Dort unter dem Reel markiert ihr 2 weitere Buddies von euch, die am besten natürlich auch fischen und auch wollen an die Fischermesse kommen. Und dann... Ebenso verlinkt ihr die Schweizer Sportfischermesse, Nico Kurmann und Fishing Bear. Also 4 Verlinkungen. Wie sagen wir denn? 4 Links müsst ihr eintragen. Also Schweizer Sportfischermesse, Fishing Bear, das sind 5, Nico.Kurmann und 2 Buddies. Ich muss noch etwas nachreichen. Und zwar gibt es einen riesengroßen, noch nie dagewesenen Wettbewerb, wo der Nils von Petri Heil für uns organisiert hat. Es gibt Preise im Wert von über 12'000 Franken zu gewinnen. Machen bei dem Wettbewerb auch mit. Es lohnt sich. Es gibt ganz, ganz tolle, ganz, ganz teure, wertvolle Preise zu gewinnen. Und übrigens, ich habe gehört, es gibt noch geile Fischerrouten so von Maximus zu gewinnen. Habe ich auch gehört. Also, ihr seht, es lohnt sich. Hey, kommt vorbei an die Messe. Schaut, dass ihr mitmacht an dem Gewinnspiel. Markiert die Leute, markiert uns. Der Gesi wird dann die Verlosung machen. Wir werden ihm dann irgendwann mal aufschellen und... Oder vielleicht macht er sogar ein Video von sich selber, das können wir dann auch anschauen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir die Verlosung machen, aber die Verlosung machen wir. Ihr werdet dann von uns benachrichtigt.
Wichtig zu sagen, ich habe immer eine Woche Zeit. Ja, genau. Also ein bisschen viel länger können Sie sich auch nicht Zeit Nein, nehmen. viel länger. Freitagabend spätestens. Genau. Am Sonntag kommt der Podcast raus. Freitagabend wissen wir über die glücklichen Gewinner sind von dem Ticket. Genau. Die Auslosung wird spätestens am 7. sein. Jawohl. Vielleicht sogar schon vorher, ihr erfahrt es bei uns über Social Media, also über Instagram. Und dort werden wir dann ein Video machen oder ein Bild posten, wissen wir noch nicht genau. Aber sicher etwas, wo ihr auch informiert sind, verfolgt uns. Und anschliessend erfahrt ihr auch, wie ihr zu diesen Tickets kommt. Ja, wo ihr dann einfach an der Kasse könnt. Kommt unbedingt am Sonntag an die Messe, weil dort werden wir einen Podcast live vor Ort Genau, das wollte ich eben auch noch bringen. Der nächste Podcast von Fisch verrückt wird live an der Messe aufgenommen, am Sonntag. Wir haben dort auch schon ein Programm bekommen, mit wem das wir alles einen Podcast machen können oder welches das unsere Gäste sind im Podcast. Es wird riesig. Es wird mega geil. Und der Podcast wird dann nicht nur irgendwie eine Stunde gehen oder so, wahrscheinlich, weil wir haben doch ein ziemliches Programm. Wir haben namhafte Leute bei uns. Vielleicht sprechen wir auch ein bisschen Hauchdeutsch. Oder wir sprechen ein bisschen Englisch. Genau. Ja, hey, von dem her, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ausser... Gesi, schön bist du bei uns gewesen. Vielen Dank, dass ich da sein. Für das riesige Gewinnspiel. Mega Es ist geil. immer schön, mit dir da ein bisschen quatschen im Podcast über die Schweizer Sportfischermesse. Gleichfalls. Kommen alle, die kommen, gehen bei Menschenfisch an den Stand, kommen bei Fisch verrückt am Podcast. Nerven den Gesi mit vielen Fragen. Absolut. Ich will Absolut. sagen, wir Lasst ihn sind nicht aus- grillieren. Wir freuen uns auf euch alle und ganz wichtig, haben wir da ganz fest Sorge, bleiben gesund. Und wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Yeah, erste Podcast in der Schweiz über das Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen am Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!